Das Mann folgt euer Mundartbredel, 3 Hollero, Hollerei, Tullio. Es ist sehr, sehr schön, dass das gerechnet du die Eröffnungsveranstaltung machst von unserem Mundartbredel. Das gibt uns irgendwie, wie soll ich sagen, das adelt uns nahezu. Ja, weil, ich weiß auch nicht, für mich bist du, man sagt immer Urgestein, das finde ich furchtbar, das klingt so nach Dinosaurier, gell? Ja. Ich glaube, du bist eher so eine Säule irgendwo. Also für mich warst du das zumindest eigentlich, ich kenne dich ja schon mein ganzes Leben lang, quasi mit 14 oder 15 habe ich schon das erste Mal... Bin ich schon so alt? Okay. Dünnes Eis. Mit 14 oder 15 habe ich schon das erste Mal Gedichte vom Helmut Eckel auf einer Brettelbühne gehört. Damals in Wernsmühlnow, wie der Uwe Kleinschmidt da so einen Satelliten gemacht hat vom musikalischen Unterholz. Genau. Und seitdem kenne ich die und schätze die sehr. Und mich würde interessieren, was die in der Mundart treibt oder zur Mundart. Mundart kann man alles sagen, ohne dass man jemand beleidigt. Ich wollte damit nur sagen, man kann auch irgendwelche kritischen Sachen, also wenn man über jemand was sagen will, das nicht so freundlich ist eigentlich, kommt trotzdem so rüber, dass der das freundlich empfindet noch, obwohl er weiß, es ist ganz anders gemeint. Ja, es ist ein bisschen sanfter einfach. Einfach sanfter. Schon weil die der Vokale Umgang, genau, der Umgang ist irgendwie, hat er die Mundart so einen schönen Klang. Also ich kann mich erinnern, ich habe mal in Hannover gelesen und dann ist in der Pause eine Dame zu mir hergekommen und hat gesagt, sie hat nichts verstanden, aber der Klang ist so schön. Und das ist, die bayerische Sprache hat einen wunderbaren Klang und dahinter, der kannst du herrennen und die freien, ne, den ganzen Tag. Ja. Das ist vielleicht fast wie bei den Italienern, ne? Man versteht kein Wort und dann aber man weiß, was er meint. Ja. Und so, und das klingt aber so schön. Es klingt wunderbar. Man kann doch nicht darauf direkt sich tragen lassen, da in diese Welt hinaus, oder? Mit so einer Sprache. Und mit dem Bayerischen kannst du das sowieso tragen lassen. Also. Ja, weil es einfach so schön eine warme, runde Vokal. Ja, und einen unglaublichen Vorteil hat ja das Bayerische. Bayerisch kann nur der reden, der mit dem Bayerischen aufgewachsen ist. Das kann man nicht lernen. Und das ist doch wunderbar, wenn du einen triffst, der Bayerische, der ist Rechte, das ist in Ordnung. Genau. Und wenn es dann auch einen triffst, egal ob das in Hamburg oder wo immer, und der redet Bayerisch, fühlst du dich doch gleich daheim, oder? Ja. Im Aufzug, wenn du einsteigst und der sagt Servus, super. Dann denkst du, was soll das? Der ist irgendwo aus dem Süden. Ja. Das ist doch wunderschön. Ja. Ja. Und es hat einmal eine Untersuchung gegeben, ich weiß jetzt gar nicht, ob die noch stimmt, aber die wird immer stimmiger, glaube ich eigentlich, dass wer im Mundart aufwächst, der lernt jederzeit eine andere Sprache dazu. Das ist überhaupt kein Problem. Hochdeutsch sowieso, aber diejenigen, die Hochdeutsch kennen, die lernen nicht Bayerisch. Das Bayerisch, wenn das ist gut so. Mit der Muttermilch eingesaugt hast, dann lernst du das im Prinzip. So sehe ich es auch. So sehe ich es auch. Ja. Genau. Und es gibt ja diese Studie, dass Kinder, die in Mundart aufwachsen, sozusagen, weil es mehr oder weniger dann bilingual aufwachsen, also wenn sie in der Schule müssen Hochdeutsch reden. Meine Tochter hat heute früher zum Beispiel gesagt, sie haben schlechtere Noten gekriegt, wenn sie Bayerisch geredet haben am Gymnasium, weil die Lehrerin gesagt hat, geht gar nicht Mundart und so. Das ist aber ich glaube, das gibt es jetzt nicht mehr, oder? Doch, meine Tochter ist nicht, die ist erst... ich habe jetzt gemeint, das ist abgeschafft. Habe ich doch irgendwo einmal gehört, dass das nicht mehr... Wie hat sie gesagt, die machen Referendarzeiten und kommen aus alle Herren Länder und die verstehen es dann auch gar nicht, wenn einer richtig Bayerisch redet. Das habe ich mir auch schon gedacht, was gesagt hat, die Mundart muss irgendwie in der Schule mehr gefördert werden. Die Frage ist, ob es Lehrer finden, die das kennen. Der so drin kann. Ja. Ist schon so. Da fehlen dann Einheimische wahrscheinlich. Aber da muss man, oder halt die der Mundart da halt muss man dann so auch eine rekrutieren, sind. wie ich bin. Als Quereinsteiger in der Volksschule. Ja. Du hast das ja nicht nötig. Für uns war das wahrscheinlich eine Option, weil wir waren nicht beamtet. oder an Zusatzkurs. Wir haben in die Pensionskasse also wir haben nicht viel zu erwarten. Ja. Ich habe aber gesagt, ich werde irgendwann auf der Bühne sterben oder so, weil wir halt, wir machen jetzt Musik statt Rente, das ist auch was, gell? Ja. Aber das mit auf der Bühne sterben, das glaube ich trifft andere auch noch. Ja, das glaube ich auch. Ja, weil das ist eben was mich auch sehr interessiert. Du hast da einen gewissen Trieb, weil
sonst warst du nicht schon so lang wirklich immer, weil du bist ja auch immer da gewesen. Du hast ja damals, wie der Friedel Brehm hat ja ursprünglich Ja. den Poetenstammtisch gegründet und dann ist er mal ein bisschen eingeschlafen und du hast ihn mehr oder weniger wieder aus der Taufe gekommen da in Fraunhofer. Gell? Wir sind, Irgendwann, wir sind- 94, haben wir gesagt, das ist eigentlich Fahrt, dass es den nicht mehr gibt. Und dann haben wir uns unterhalten, der Peppi, Wirt von Fraunhofer, und der liebe Fritz, der jetzt halt immer noch moderiert. Und dann haben wir den wieder aufleben lassen. Am Anfang war es ein bisschen zart, aber jetzt ist es wieder gut. Es ist ganz tadellos. Und ja, es gibt da, wie man heute gesehen hat, halt zufällig der Bumillo da war, da gibt es halt wieder junge Künstler, die auch einen Mundart ja. auf die Bühne gehen. Ja, Finde das ist finde schön. ich Deswegen super. deswegen machen wir ja unser Bredel, damit wir solche Leute einfach auch ein Forum bieten können. Und ich meine, wir sind sowieso irgendwie mehr oder weniger die letzten Mohikaner, weil das ist schon einfach in der heutigen Zeit, das werden alle weniger und das ist, also irgendwann, wie der Friedel neulich gesagt hat, aussterben wird's. Also so von Friedel. Ding, aber wir können sozusagen halt noch, solange wir irgendwie was machen können, machen wir noch was in Mundart und geben es auch weiter. Und es gibt immer wieder auch welche, die es aufgreifen und dann auch in Mundart singen und von daher ist es gut. Also wenn man ich da kann jetzt weiter- da nur sagen, meine Kinder sind in Sollen aufgewachsen. Und da sind jetzt nicht sehr viele Mundartredner Redner in Sollen. Aber sie haben ein bisschen Mundart haben sie geredet, aber nicht viel. Inzwischen sind sie älter und sind in die Welt hinaus. Und inzwischen, wenn wir telefonieren, bemühen sie sich wenigstens bayerisch zum Reden. Und das Allerschönste ist, was letztens meine Tochter gesagt hat, da ist von Hamburg runtergefahren und dann hat es irgendein Bayern 2 oder Bayern Heimat eingestellt am Radio und hat gesagt, immer wenn ich dann die Moderatoren her und die haben ein bisschen wenigstens so einen bayerischen Slang drauf, Ja. also, und wenn es dann nur so ein Hauch ist, dann freue ich mich schon wieder. Und das ist doch das ist- einfach Ja, dann ist das schön, doch ne? die Wurzeln, Heimat, gell, ja, die man. Unbedingt, das Ja. Sprache ist Heimat. Und Ja. Ja, so ist es. Und Es das gibt einen auch verdienstvoll- Kraft, auch in sehr der Ferne. verdienstvoll, dass ihr das macht. ja, Ja. Ja. Und ihr macht nur Mundartprogramm oder? Mundartprogramm. Verdienstvoll ist es nicht. Ja. Wir kriegen gar nicht so viele Leute mehr in unser Bredel. dass wenn man wir- was wenn Das wir ist denken- Verdienst, das ist groß verdienstvoll Ihr habt werden das könnte. anders Aber, ja, ich weiß schon. Er meint's- Nein, aber wir er meint's machen anders, es einfach gern, weil es uns einfach am Herzen liegt. Wir freuen uns unheimlich, dass du kommst zu uns und wir haben da hier in dein Wohnzimmer haben wir da ein paar Platzerl für Dankeschön. Weihnachten gebracht. Selber Gern gemacht. von meiner Mama war, ja. Super. Die macht jedes Jahr für die ganze Familie und lasst es schmecken und wir freuen uns sehr, wenn du zu uns kommst. Danke, ich freue mich auch. Für Sehr- dich. Servus. Das man feut euer Mund abbredel, 3 Hallo